Vielleicht gebe ich ganz herzlich begrüßen bei der Pressekonferenz. Ich herzlich merci so und da kommen Sie für Ihren Interesse. Lassen wir auch ich noch als Bestwunsch für das neue Jahr mitzugehen. An der aktuellen Situation mit einer Pandemie, die nicht an ein paar Wochen überstanden ist, wo wir nicht wissen, wie lange das Schulen noch können abbleiben, wo wir nicht wissen, an welchen Konditionen wir können Schule halten, schenkt es uns also sehr wichtig zu sein, für einen Point zu machen und auch ein bisschen für die Zukunft zu gucken. Und auch von den Minister Meischl komplett auf der Schiene vom Populismus ist, an die Leute, die Kritik üben, diskreditiert, meine ich, ist es aber wichtig, dass wir ein bisschen kritisch gucken, wie es weitergeht. Als Sujet heute, dass wir ein bisschen über die Covid-Mesure gucken, dass wir einen kleinen Rückblick auf den Enseignement à Distanz machen, ein bisschen gucken, was für Mesuren und Konzepte nach da sind, respektive nicht da sind, wie die Prozeduren eventuell müssen adaptiert gehen. Und wir wollten noch kurz auf das Problem von den Intervenants an der Grundschule eingehen, die an Mai-Klassen müssen sein. Wenn das die Sujet ein bisschen abgedeelt, wir werden dann noch dem Mikro weitergehen. Wie man den Titelgesichter von dieser Pressekonferenz die von uns proposiert gehabt für zu nennen, die Schule ist viel Glück am Neujahr, weil der Plan ist noch immer nicht da. Oder ist gut gefallen, weil ein bisschen provokativ, wo man nicht zurückgehalten. Weil kurz vor der Reprise am Januar, noch einer Woche, Dispense des Cours en présentiel, hat der Herr Minister allen Enseignern direkt von seinem eigenen Account aus seinen Wunsch für das kommende Jahr geschickt. Das wird echt in dieser Form, sind das 10 Dollars, und das ist exzeptionell genug, für das wir das hier erwähnen. Denn Herr Meisch wünscht also all den Enseignern viel Glück für das kommende Jahr. Das ist ganz live, aber das wird auch bald nötig sein, weil es gibt noch immer keinen Plan für die Schulen. Es fehlt ein nationales, gesamtheitliches Konzept, wie die Schulen an der Pandemie ihrer Aufgabe nachkommen sollen. Es fehlt eine Antizipation mit einem bekannten, transparenten und nachvollziehbaren Stufenplan. Es fehlt sinnvolle Schutzmaßnahmen für Schüler und für Enseignants. Und es fehlt auch an Transparenz und an einem ehrlichen Dialog. Aber wenn all diese Sachen fehlt, dann brauchen wir Enseignants tatsächlich viel Glück, für hier durchzukommen. Und das klingt für uns nicht wirklich nur ein guter Plan. Und sagen Merci für den Ansatz zugunsten von ihren Schülern schenkt der Minister zumindest erkannt zu haben, worum es den Enseignants wirklich geht. Trotz schwierigen Zeiten, persönlichen Ängsten und multiplen Belastungen gehen die Enseignants ihrer Mission noch, als sie für ihre Schüler tun. Oder anders ausgedrückt, trotz mangelnder Anerkennung vom Minister, Inexistenz der Dialogbereitschaft, a konsequentem Festhalten und Märchen von einer schulischen Normalität gehen die Enseignants ihrer Mission noch, als sie für ihre Schüler tun. Für uns am SEW, und ich meine, das ist ganz wichtig, müssen Schulen, wenn die Sanitärkonditionen nicht irgendwie erlauben, so lang wie möglich, so gut, also normal wie möglich funktionieren. Das ist schon präsentiell. Denn Herr Meisch behauptet Maint, dass er sich an der Schule nicht aussticht. Und da ohne Etude, respektiv basierten sich auf Chiffren, die sein Minister selber bezieht und noch interpretiert. Ältere bezweifeln das, Enseignants bezweifeln das, Schüler bezweifeln das, Journalisten bezweifeln das, international renommierte Forscher an ihrer Etude bezweifeln das. Und dafür ist das Vertrauen fort. Bei den Enseignants schon lang, aber auch die Eltern stellen nur Petitionen auf und regruppieren sich auf den sozialen Netzwerken. Durchstechen oder nicht an den Schulen scheint also just eine Sache für Chance zu sein. Eine Sache für Glück. Der Minister hat das erfasst, schickt den Enseignants für dich, hinter das in seinem anders Amt als eine Neujahrskarte, wo den Enseignants viel Glück am neuen Jahr wünscht. Beim SEW wundern wir uns schon ein bisschen, dass die Schulen abgemacht gehen. Ohne dass eine Evaluation von der sanitären Situation gemacht worden ist. Es liegen keine Zahlen von den Infektionen aus der Schule vor. Es gibt auch keine Prognose von möglichen Szenarien, wie die Situation sich weiterentwickeln könnte.
Das klar, dass die Sicherheit und Gesundheit von den Kanner, von den Enseignants muss am Vordergrund stehen. Und noch muss garantiert gehen. Entretemps wird sie darin erkannt, dass eine reelle Gefahr für Kanner an Enseignants besteht, sich an der Schule unzustärken, andere unzustärken, an den Virus mit der Familie weiterzudrehen. Der Narrativ vom Minister, wir kennen ihn an der Schule sticht kein Sejun, ist nicht mehr aufrechtzuerhalten. Mit dadurch ist aber viel Zeit verstrach am Ignorieren vom Problem und gibt auch noch immer keine national gültige Tracing-Prozedur für die Schulen. Alle Regionaldirektionen holt sich hier eigene Prozeduren gehen. Es fehlt der Stufenplan nationalem Niveau, wo ich die Situation evaluieren kann. Weil nicht mehr eine Transparenz erlaubt, den Enseignants für die Situation zu antizipieren und für sich auf Änderungen von der schulischen Situation vorzubereiten. Im Moment muss ich den Eindruck kriegen, dass die Schulen just mit den Butiker auf uns zugemerkt haben. 2 Wochen vor der Vakanz ist die Situation an den Grundschulen eskaliert. Viele Klassen, Einzelschüler, Enseignants waren am Isolement, an der Quarantäne und noch viele Enseignants sind krank. Das System steht kurz vor dem Kollaps und die Vakanz ist als eine Zucht natürliche Schulquarantäne am letzten Moment kommen. Die Enseignants haben kein Vertrauen an Zahlen und Statistiken vom Edukationsministerium, was die Positivfälle an den Schulen anbelangt. Das ist zu viel interpretiert gehen, Zahlen sie verschleiert gehen. Ich kann ein Beispiel geben, bei einem positiven Fall an einer Schule wird just 40 Stunden noch angeguckt, sodass Kanner, die meinen, positiv getestet gehen, durch die Wege dazwischen keine Inzidenz mehr haben und noch nicht als Positivfall an der Schule gerechnet gehen. Statistiken sehen, Langzeit so abgestellt gehen, für das nicht mehr kann der Narrativ vom Minister so lange wie möglich aufrechterhalten gehen. Am Platz das hin mit einer ganz ehrlichen Risikoanalyse kommen. Ich will aber noch einmal wiederholen, weil auch wenn wir kritisieren, der SEW bleibt der Meinung, dass die Schulen sollen abbleiben, solange es nicht mehr vom gesundheitlichen Standpunkt zu vertreten ist. Wir verlangen ehrlich Zahlen, korrekte Statistiken, Transparenz über die Situation am Land und das nicht reicht nur Wochen, sondern mit ganz aktuellen Zahlen. Weil am Berufsalter vom Enseignant kann durch Platzmangel an den Klassen keine Distanz angehalten gehen. Und wir schaffen mit Kanner, und die haben sich auch nicht immer rund regeln. Wir wollen dafür unterstreichen, dass Kanner und Enseignant ein Risiko gehen, für am Präsentiell, wie in der so schön nennt, an der Schule zu sein. Und Enseignant wissen, wie wichtig es ist, dass wir an die Schule gehen, und sie sind im Prinzip auch bereit, ein gewisses Risiko anzugehen, weil sie wissen, dass nicht mehr, wenn wir an der Schule gehen, dass es dann gut ist für alle Kanner. Und dafür haben die Enseignants noch Recht auf eine ehrliche und transparente Kommunikation. Und das ist die Form von Respekt, die die Enseignants für ihr Engagement auch verdienen. Wir brauchen die Sicherheit, dass wir richtig informiert gehen. Und dass wir auch Vertrauen haben, dass die nötigen Mesure geholt gehen, wann die sanitäre Situation zum Schlechten evaluiert. Und zur Abstellung von den berühmten CO2-Messgeräten, die recht 1. Januar sollen kommen, obwohl das schon relativ die einfachen Maßnahmen schon seit langem gefordert gehen ist, muss ich sagen, dass das am Anfang just aufweist, wenn die Luft soll gehen. Und dann machen wir das Fenster auf, bei Kehl, Tränen und Sturm. Den SEW geben dafür mehr sinnvoll von wir an den Klassen überall Luftfilter installiert gehen. Der erste Punkt liegt bei, soweit wir informiert sind, ungefähr 1600 € pro Saal. Das ist der Preis von einem guten Laptop. Aber über den Ersatz von Luftfiltermaschinen wird nicht geschwärzt. Fromreis ist der zu teuer für Schüler. Wir schwätzen hier aber von einer rund 100.000 Schüler, aber bald 5.000 Enseignants. Dabei soll auch nicht vergessen gehen, dass die nächste Pandemie ganz sicher könnte, und dass eventuell so ein Apparat auch bei einer Grippeepidemie an einer Schule sinnvoll sein. Masken, das bedeutet besonders für sozial schwache Familien, mit eventuell auch mehr Kanner, ein ganz konsequentes Budget. Den SEW verlangt, dass die Schulen generell und unkompliziert all die Kanner effikaz Masken zur Verfügung stellen. Das gibt dann noch garantieren, dass Kanner proper Masken können drohen.
Und dabei allem Respekt von den Direktionen kriegen d'Enseignants no gelucht an von vielen Direktionen an einer Newsletter an privat gefährliche Situationen zu evitieren. Aber als Enseignant viele nicht mich an der Schule exposiert, nicht am Privaten. Und das insinuiert schon Römenke, das was auch den Herr Meisch gesagt hat, dass viele Enseignants, die positiv oder krank sind, ja eventuell am Privaten sich selber infiziert hätten, respektive nicht aufgepasst hätten. Und da sind wir ganz weit weg von dem Respekt, den wir fordern. Der Sport. Also in diesen Zeiten für die Kinder immens wichtig. Da wird für den Schulsport eine Derogation, zumindest für Turnen, für die Schwammen aber nicht. Rekommendationen oder so, Kinder sollen am Platz vom Schwammen entweder turnen oder bei diesem Regen oder der Kälte spazieren gehen. Hier kennt ihr einen gewissen Realitätsfremd. Die Sportsäle sind meistens schon ausgelöscht mit den Klassen, die sowieso turnen gehen. Und da kann ich nicht einmal den effektiv dubléieren mit den Klassen, die nicht schwammen können gehen. Wir verlangen mir als SEW, dass die Dispositionen vom Schulschwammen so sehr wie möglich können adaptiert gehen, dass es darum alle Kinder nicht möglich ist, schwammen zu können. Ich gebe dir ein Beispiel. An einem 25 Meter Bassin mit 5 Couloiren, den auch noch zu halten als kleiner Bassin für Nichtschwimmer ist, wo normalerweise gebe ich so in 2 Klassen gleichzeitig schwammen gehen, dürfen nur noch just 15 Schwimmer gehen. Schwimmer oder 6 bis 7 Nichtschwimmer. Das heißt, dass höchstens eine Klasse kann gehen, eine Nichtschwimmerklasse mit 7 Kindern geht es nicht, soweit ich weiß. Das heißt, für die kleinen Kinder, Spielschule, 2 Schuljahre, muss auf ganz viele Plätze Schwimmen ausfallen. Das Fazit. Der Minister hat viel zu lange an seinem Narrativ festgehalten und dafür gibt es doch keinen Gesamtplan. Es gibt keine wirklich kohärenten Mesuren. Vertrauen bei Eltern und Enseignants ist verspielt und es sieht im Moment aus, wie wenn den Herrn Meisch hoffen, dass die Pandemie geschwunden rüber ist. Dafür verlangen wir als SEW ganz dringend Krisen durch, mit Vertretern vom Minister, Gewerkschaften und auch von den Eltern, die regelmäßig zusammenkommen und Mesuren evaluiert und neuer proposiert. Wir sind selbstverständlich bereit, darum teilzuholen, und wir geben das dann noch nicht als gewerkschaftliche Spielerei gesehen, mehr als Partner notwendig. Letzte Woche war das Enseignement à distance. Das Minister hat leider auf eine Analyse von der Effektivität von dem Enseignement à distance vom letzten Schuljahr komplett verzichtet. Wir hatten schon früher verlangt, dass durch die standardisierten Tester adaptiert gehen, für den realistischen Impact der Kriterien von den einzelnen Kindern anzuschätzen und Mesuren, notamment Appui an der Schule, zu entwickeln. Also generell muss ich sagen, und das scheint also wichtig auszu, den Enseignement à distance, mit all seinen technischen Spielereien, Teams und all wie die Plattformen all heschen, als auch am optimalen Fall. Das heißt, alle Kinder an der Familie sind perfekt ausgerüstet, haben eine gute Internetverbindung daheim. Das ist für die Schüler aus der Grundschule nicht sinnvoll. Etüden aus dem Ausland tun das klar gewissen Kinder während der Zeit, wo sie daheim waren, quasi nicht gelehrt. Es waren just ein ganz paar Kinder, Gutschüler sowieso, die weiterkommen sind. Ganz viele Kinder sind auf dem Niveau geblieben, wo sie waren. Das heißt, das ist just echt eine Mesure für die Kinder daheim während einer gewissen Zeit zu beschäftigen, aber auch für allem für den Eltern die Illusion zu vermitteln, dass die Schule aber weitergeht und das kann er quasi normal lehren. Das ist aber nicht der Fall. Das Enseignement à distance ist, wie gesagt, nicht mehr effektiv für ein paar Gutschüler, die dann auch noch können von den Eltern perfekt enkadriert gehen. Für all die anderen Eltern kann bedeutet Druck und Stress. Und möchten Eltern, die merken, dass hier Kinder daheim die Arbeiten nicht realisiert kriegen, die den Enseignant ihnen abgegeben hat, ein schlechtes Gewissen. Und bei den Gesprächen im Dezember war das Feedback von vielen Eltern und Enseignants, dass ein ganz Reihe Kinder, viele Kinder, auch bis ganz gut Schüler, viel verpasst haben und da Probleme haben, an der Schule noch zu kommen, am Programm noch zu kommen. Sie sind dafür gestresst, eine Reihe von Kindern haben keine Lust mehr an die Schule zu gehen, es spürt ihnen den Druck. Das ist dramatisch, so leicht geholt gehen, und die Schule muss darauf reagieren. Die Probleme gibt aber von Eltern und Enseignants nicht wirklich genug thematisiert. Weil der Minister hat schon am ersten Lockdown nur 2 Tage gemeldet,
dass seng sogenannten Schul daheim wunderbar funktionieren. Zumindest da, wo die Eltern und Enseignants sich genug richtig investieren. Was da bedeutet, dass Kritik der Tisch von den Problemen zu schwätzen hecht, implizit zu gehen, dass sie kein engagierten Enseignant ist oder kein guter Eltern. Und da war aus anderem Ehrlichkeit und Transparenz gefroht, wenn wir da alles schön reden, da verschlimmert die Situation sich nicht mehr nach mehr. An 8 Monaten nach dem ersten Lockdown hätten sich können erwarten, dass das Edukationsminister mit den vielen Experten, die in den letzten Jahren neben der Grundschule angestellt haben, ein Konzept für seine Schule daheim entwickelt hat. Aber leider war absolut nicht präpariert. Anscheinend gab das Minister, oder das gesagt zumindest so aus, rum vom Lockdown überrascht. Rum sind die Enseignants am letzten Moment der, in diesem Fall für der Vakanz informiert gehen, konnten alles selber präparieren. Ein Offer vom Minister gab ganz wenig, ich gebe so mal nicht. An einem Meeting, an einem Teams-Meeting mit dem Herrn Minister, hatte mir als Gewerkschaft schon, das war Anfang von der Vakanz, darauf hingewiesen, dass auch die Enseignants an der Vakanz Zeit bräuchten, für die Batterien abzuladen. Auch Enseignants sind immer Menschen. Es war lang, der schwierige Trimester, mit vielen Klassen am Isolement, an der Quarantäne, viele positive kranke Schüler und Enseignants, mit großem schulischem Stress, wo viel schulische Mathe vom letzten Jahr noch nachgeholt werden gehen, und wo viele Kinder sich unter Druck waren und große schulische Retarden hatten. Wie wir zusammen geschwärzt haben, hat der Ministermeister auch so gesehen, aber eine Reihe Regionaldirektionen haben schon noch kürzester Zeit an der Vakanz, die Enseignants auch die Lehen an der Vakanz gesagt, für ein Programm auszuschaffen für die Woche, wo dann die Schule ausfallen. Das hat damit sich gebracht, dass viele Enseignants ihre Vakanz praktisch durchgeschafft haben. Man muss erfahren, dass den Enseignants die Energie fehlt, weil wir sind noch nicht am Ende von der Pandemie. Aber wir sind ganz weit von einer Normalität weg. Es sind entretemps hunderten Experten rund um die Schule gestellt worden. Und da hätten sich wirklich erwarten, dass wir ein Konzept für den Enseignement à Distance kriegen. Aber das war leider nicht der Fall. Wir kontra. Die Experten, die haben an diesen schwierigen, komplizierten Zeiten Tituläre weiter mit ihren administrativen Arbeiten belästigt. Und ihnen Zeit und Energie geklaut. Wir verlangen dafür, dass der berühmten PDS, Plan de Développement Scolaire, dass den zumindest das Jahr komplett ausgesetzt wird. Der Minister hat dadurch zugesagt, das scheint aber bei seinen Responsablen auf nationalem und regionalem Niveau nicht angekommen zu sein. Aber für den Minister scheint noch immer der Coding absolut Priorität zu haben. Wir gehen eigentlich darauf an, aber viele Enseignants sehen das wie eine Show. Sie betreiben einen großen Aufwand, sind sich aber bewusst, dass es den Kindern schulisch nicht viel hilft. Also so kann nicht sinnvoll geschafft gehen. Am Endeffekt sind die Kinder und die Eltern durch den Enseignement à Distance letzte Woche unter Druck gesetzt gehen. Wobei eigentlich alle Pädagogen und natürlich die meisten Eltern wissen, dass sie an dieser Phase nicht wirklich konnten werden, dass Kinder, in dem sie mindestens 2 Wochen, auf viele Klassen waren für die schon in Quarantäne, und da war es dann noch mehr lang, bei dem schlechte Wetter, bei die ganze Zeit daheim dabei waren. Dass die von einer Woche konzentriert daheim schaffen. Es konnten sich nicht erwarten, dass man da quasi eine Normalität daheim kriegen, wo ihr könnt an der Schule oder in irgendeinem Programm weiterschaffen. Wir hatten schon, sehr noch den OGBL darauf hingewiesen, dass das Enseignement à Distance, dass die soziale Ungleichheit noch verstärkt. Also sind hauptsächlich Kinder aus sozial schwachem Milieu die groß Verlierer. Und das ist natürlich just der Kontra von einer Chancengerechtigkeit. Und an dem Kontext ist es skandalös, dass der Appui, den der Minister mit breiter Brust, ich zitiere da Kollege von ihr, angekündigt hat, nicht stattgefunden hat, den am nächsten Trimester sang- und klanglos aufgesucht ging und dass auch bis Lohn nicht mehr darüber geschwärzt ging. Ich wollte für dich auf die aktuelle Situation um Terrain eingehen. Wir hatten am ganzen 10 Wochen Enseignement à Distance am Schuljahr 2019-2020. Dass das die sozialen Ungleichheiten verschärft wird und auch schulische Retarden entstanden sind, wird an der Zwischenzeit auch das Ministerium angesehen. Dann gouf mit der Sommerschule eine 2 Wochen Nothilfe angekündigt, für das Lakunen abzuschaffen.
A Wirklichkeit waren da Texten se pur Stunden für einzelne Schüler pro Klasse. An dem nur konnte auch nicht wirklich auf flächendeckend remediiert gehen. Die groß ungekündigten Appui, die nur der Rentrée außerhalb von der Schulstunde soll sein, hat schlussendlich überhaupt nicht stattgefunden und es schenkt doch nicht nur geholt zu gehen. Dabei kann der movementiert erste Trimester mit ganz vielen Ausfällen von Schülern und Enseignants, sie wird durch Quarantäne oder aber die Isolation. Das Trimester wurde lo schon mit einer Woche Enseignement à Distanz angefangen und es ist ungewiss, wie es wird weitergehen. Am Anfang von diesem Schuljahr waren Prozeduren am Fall von einer Corona-Infektion nicht klar. Manches hat nicht so richtig geklappt und der Versuch von Contact Tracing hat Direktionen und Enseignants ganz viel Zeit und Energie gekostet. Und dann nicht zu vergessen sind an diese schwierigen Momente Sorgen und Ängste sowohl von Schülern wie von Eltern und auch Enseignants selber. Das ist natürlich einerseits Sorge um die Sanitärsituation. Aber andererseits auch Sorge von den Enseignants und auch von den Eltern, wie in diesem Schuljahr die Retarde vom letzten Schuljahr abgefangen wird. Zugleich gilt es für die Enseignants zu verhindern, dass die Retarde in diesem Schuljahr noch mehr groß gehen und dass die Sozialscheier noch mehr auseinandergeht. Aber wenn ihr dann dabei bedenkt, dass schon am Bildungsbericht von 2018 ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass die Sozialungleichheiten einen direkten Impact auf die Bildungsfähigkeit haben. Aber wenn ihr gleichzeitig weiß, dass die Pandemie mit dem Enseignement à Distanz und das dadurch stark promoviert digital Lehren das Problem verschärft, da kann ihn sich vorstellen, für welchen Herausforderungen die Lützeburger Schule heute steht. Und das macht in einer Pandemie, wo keiner weiß, was die nächste Woche nachbringen. Zeitgleich hält das Edukationsministerium aber fest auf Coding, auf PDS, dem ominösen Schulentwicklungsplan. Ich meine da eine kleine Klammer ab zum Coding. Die Finalität von diesem neuen Fach ist noch immer nicht klar definiert. An der Zwischenzeit gehen die Formationen kontinuierlich zum Coding. Aber viele Enseignants haben den Eindruck, dass das noch nicht wirklich geklärt ist und das ganz immens schwammig ist. Es versteht nicht die richtige Zielsetzung davon, was ja aber eigentlich wesentlich ist, wenn ihn als Pädagog etwas so seinen Schüler rüberbringen will. Vielmehr schenkt es, dass während der Formation Ideen vom Terrain gesammelt gehen und das ganz so en cours de route weiterentwickelt wird. Wenn ihn dann erklärt kriegt, dass Müsli essen und das Ziel real aussehen, auch eigentlich einem Algorithmus folgt, an dem nur de facto auch schon Coding ist, da freuen die Enseignants sich mit Müsli essen ein neues Coding-Wort zu starten und das an Klassen, wo man noch nicht immer einmal eins gewusst ist. Das ist auch zu jugieren, ob gerade lo, das nicht klar definiert Fach muss an das Programm beigedrudelt gehen und ob der PDS, der Schulentwicklungsplan, lo tatsächlich so relevant ist an unseren Enseignants viel mehr bringt, außer Papayakrum. Das alles entspricht einfach nicht dem, was im Moment um Terrain prioritär ist und auch gebraucht wird. Da von den Enseignants zu verlangen, das de lo an dieser sanitären Krise umzusetzen, das ist carrément realitätsfremd. Was sind dann im Moment Besoin um Terrain, weil von schulischer Normalität kann zu diesem Zeitpunkt noch kein Rät ziehen. Wir müssen endlich langfristig denken und planen, um zu verhindern, dass die schulischen Retarden sich noch mehr akkumulieren. Wir als SEW sind da ein paar mögliche Pisten. Wir brauchen eine zusätzliche Mesure d'appui, die dann aber auch tatsächlich umgesetzt gehen. Dafür brauchen wir all disponible Ressourcen. Und wir freuen noch immer, dass all verfügbar qualifiziert Personal Terrain bei den Schülern soll angesagt gehen, weil da gehen sie am Moment am allermeisten gebraucht. Gerade an einer exceptionellen Situation sollen wir Enseignants also bei Care-Aufgaben zurückbesinnen und uns darüber können konzentrieren. Wir sollen uns auf das fokussieren, was aktuell am Plan d'études steht, weil schließlich könnte darüber letztendlich an der Schule an. Nicht als mehr wichtig wie eine qualitativ gute Bildung für alle Schüler zu assurieren, weil nicht mehr sie als der Garant für Sozialkohäsion und Gerechtigkeit. Aber wenn wir das geschafft haben, dann haben wir ganz gut geschafft. An derselben Optik müssen wir auch darüber nachdenken, ob die Prüfen am Cycle 4 das Jahr zwingend sollen stattfinden. Die letzten Schuljahr sind das die Prüfen durch Pandemie ausgefallen und die Orientation an der Lycée hat aber stattgefunden. Da könnt dabei, dass man noch Retarden und zum Teil vom letzten Jahr, die noch abzuschaffen sind.
Und da muss ich wissen, dass d'Enseignant am Anfang vom 5. Schuljahr gesagt kriegen, was am 6. Schuljahr von Inhalten an den Tester könnt. Und dann dezidiert den Enseignant selber, welche Reihenfolge die dann abschafft. Durch den Ausfall von Schulzeit aus dem Konfinement haben am Moment nicht alle Klassen vom 6. Schuljahr dasselbe behandelt. Zusätzlich dazu muss ich wissen, dass für viele Schüler und Eltern diese Prüfe mittlerweile zu einem gefielten Examen gehen. Sie machen sich verständlicherweise Sorgen, ob die Schüler dieses Jahr optimal darüber präpariert sind. Das möchte immensen Druck. Druck für die Schüler, für Eltern und die Enseignants. Diesen unterirdischen Druck ist dieses Jahr mehr wie je komplett kontraproduktiv. Wir brauchen gerade alle Stunden für das Programm ganz abzuschaffen. Die Prüfen holen viel Zeit, und gehen schon mit März an. Okay, weiß, was bis dahin noch von Herausforderungen dabei tun könnt. Wie evaluiert die Sanitärsituation nach den nächsten Wochen? Wie viele 6 Schuljahren oder Schüler respektive Enseignants sie bis dahin nach einer Quarantäne oder in Isolation? Wir sollen das Zeit, also die Zeit, wo wir tatsächlich an der Schule sind, dafür nutzen, für als Schüler bestmöglich auf den Enseignement sekundär vorzubereiten. Aber wir die Prüfen, so wie das letzte Jahr, wegen der außergewöhnlichen Situation weglassen, hält das den Schüler, den Eltern und den Enseignants eine grosse Last von den Schülern und das ohne Abbußen, was die Orientation angeht. Ich gebe da gerne auf zwei Problematiken hinweisen, die ganz spezifisch sind und vor allem die vielleicht dabei sind, bei den Leuten gar nicht so sichtbar sind. Die erste Problematik ist die Sache von den Intervenanten an den verschiedenen Schulklassen. Da wäre es immens wichtig, eine ganz transparente Information über die Covid-Fälle an den Schulklassen am Fundamental zu kriegen, und zwar und dass alle Enseignants informiert wird. Nicht nur den Titulär, aber ganz klar auch die Leute, die an den Klassen intervenieren. Das ist wirklich eine wichtige Information für jeden, weil die Intervenanten, die gehen ja auf viele verschiedene Klassen. Aber weil sie an denen viele verschiedene Klassen sind, müssen sie am Bild sehen, ob sie auf Plätze geschafft haben, wo Corona-Fälle wären. Das sieht die Möglichkeit eventuell haben, sich mehr zu schützen, das heißt sich selber, respektive die anderen Schüler, an dem sie vielleicht hier Gestbarrieren verdienen oder die ernst das anwenden. Eine immens wichtige Information an eine transparente Informationspolitik von der Education, also vom Ministerium, und all den Enseignants. Das war eine Zeit nicht klar, als auch nach dem Moment nicht klar. Dort wird nicht jeder informiert. Eine zweite Problematik, die auch effektiv draußen nicht so sichtbar ist, das ist die von den Remplaçants permanenten. Wie der Name schon sieht, ein Remplaçant permanent, also in der Schule geschickt wird, wenn der Enseignant nicht da ist. Wenn der fehlt, wenn der muss ersetzt gehen. An der Zeit von der Covid-Pandemie ist das natürlich eine richtige Challenge für die Leute, für die Remplaçants. Wo gehen sie hingeschickt? Ganz oft auch Corona-Heichspuren, weil da natürlich die Enseignants ausfallen und effektiv oder in Quarantäne sind. Dann gehen sie weiter an einer Schule geschickt, wo sie vielleicht einfach normaler Sätze müssen gehen, wo kein Covid-Fall vorliegt. Aber sie wissen nicht, ob sie sich an der Schule, wo sie für drauf waren, eventuell angesteckt haben. Dieses Szenario, kann ich euch sagen, ist für viele von diesen Leuten nicht evident, ohne davon zu schwätzen, über ihre Ängste, ihre Sorgen und ihren inneren Stress, den sie haben. Wir fanden, dass sie auch verdingen, geheiert zu gehen, aber geholt zu gehen, mit ihrer Problematik. Und den Herrn Meisch misst auch vielleicht einige Pferde springen, denen Leute nur zu lauschen. Wie hat den Herrn Meisch gesagt? Darauf sind, dass wir einige darauf angeschwert hätten, wenn ich kein Remplaçant mehr kann an Schulen vom Fundamental checken, dann kann ich direkt meine Schulen zumachen. Was ja stimmt, was richtig ist, also ja vielleicht ein Dialog zwischen den Leuten und Terra und dem Minister.